zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir Muscheln. Ich liebe Meeresfrüchte, das ist einfach für mich fast so wunderbar wie Fleisch. Also es ist ja nicht Fleisch. Bei den Muscheln sagt man ja immer, man soll die Muscheln nur essen in den Monaten, die mit R aufhören. Ja, genau. Und da Februar der letzte Monat mit R ist und dann erst wieder der September kommt, ja, habe ich gedacht, wir machen doch jetzt mal noch eine Runde Muscheln. So, diese Muscheln, und ich bin jetzt erstaunt, die muss ich gleich weglegen. Diese Muscheln habe ich bereits geputzt und es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Muscheln gut kontrolliert und nicht irgendwie solche Muscheln, solche Muscheln hat, die zum Beispiel kaputt sind oder schon offen sind, sondern sie müssen wirklich schön geschlossen sein, wie zum Beispiel die hier, die ist schön geschlossen, die ist sauber, die ist nicht kaputt. Da muss man wirklich aufpassen. Dann braucht man noch Tomaten, klein geschnitten, ein bisschen Karotte, klein geschnitten, viel Knoblauch, das passt wunderbar zu Meeresfrüchten, und Zwiebeln, auch klein geschnitten, und Weißwein, viel Weißwein. So, und zum Aromatisieren noch ein Lorbeerblatt. So, zuerst dünsten wir die Zwiebeln und den Knoblauch an. Und dann die Tomate und die Karotte. Und dann wird alles mit Weißwein abgelöscht. Und danach muss man es aufkochen und dann kommen die Muscheln rein und ja, dann geht es ganz, ganz fix. So 10, 15 Minuten. So, der Sud ist am Kochen und ich habe natürlich vergessen, das Lorbeerblatt reinzumachen. Das habe ich nachträglich noch gemacht. Und jetzt kommt der Hauptdarsteller. Tada! So, da bin ich ja mal gespannt, ob das gut kommt. Und jetzt einfach 10 bis 15 Minuten warten. So, und jetzt geht es an das Probieren. Ich habe die Muscheln noch ein bisschen gewürzt mit Pfeffer und Salz und blablabla. Und jetzt nehmen wir einen Angriff. So lecker. Sie schmecken einfach wunderbar. Wer gerne Weißwein hat und einfach diese Frische vom Meer, genau, der wird dieses Gericht wirklich lieben. Und für solche, die ein bisschen auf die Kalorien achten, man kann dieses Gericht auch mit Bouillon machen und nicht mit Weißwein. Dann ist das wirklich so ein richtiges Low-Carb-Gericht. Also ich würde es wirklich empfehlen. Danke vielmals und tschüss!